Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Gruppenspiel Nummer 5. Das heißt, der eine oder andere Spieler wird vielleicht schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Aber was nützt es? Heute gilt es nochmal, alles zu geben, Sebastian. Ja, das ist richtig, Tom. Wille und Kondition sind heute Abend gefragt. Und ich bin gespannt, welche Mannschaft diese Tugenden eher auf den Platz dann noch bringen kann in diesem wirklich mit entscheidenden Spiel. Und deswegen freue ich mich so auf diese 90 Minuten. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. So, das ist jetzt der letzte Abwehrspieler, den er noch vor sich hat. Jetzt hat er den Platz. Boah, das sieht gut aus. Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Oh, klasse Flanke. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Und das war schon toll, dieser Pass. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war abseits. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Und dieses Tackling hat korrekterweise die gelbe Karte zur Folge. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Oh, da zittert die Latte. Mein lieber Mann. Erstmal raus das Ding hinten. In diesem Fall mit dem Kopf. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und der Schiedsrichter zeigt die rote Karte. Tja, das war abzusehen. Der Gegenspieler liegt auch noch verletzt am Boden. Klare Entscheidung nach dieser brutalen Aktion. Rote Karte. Gut gemacht vom Keeper. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Tor! Eiskalt die Chance genutzt, in dieser Situation die Nerven bewahrt. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. So will der Trainer das sehen. Den Vorteil eiskalt ausgenutzt. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen. Aus dem Fußgelenk. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Ja, und dafür hat er... Ah, der sitzt! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. So, nach dem Tor ist jetzt alles wieder offen. Und daraus könnte was werden. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball.
Er flankt und der Ball ist drin. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Und solche Ballverluste können teuer werden. Gut gemacht. Ja, das war eine richtig schöne Kombination. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Ich glaube, das war einfach nur noch eine spontane Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob er den Ball gesehen hat, aber irgendwie kommt er noch ran. Ja, schwacher Eckball, überhaupt kein Problem für den Torhüter. Der Torhüter klärt hier erstmal. Das wird gefährlich. Klug gespielt. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Tja, den will anscheinend niemand anders, dann nehme ich ihn halt. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. So, die erste Halbzeit ist zu Ende. Spielstand 2:1. Wir werden in dieser Partie natürlich noch versuchen, etwas über die Verletzung des großen Pechvogels der ersten 45 Minuten in Erfahrung zu bringen. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, köpfen kann er. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. Ja, da steht ja niemand, der mit diesem Ball was hätte anfangen können. Ja, gut gerettet vom Torhüter. Da hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Den Ball nach vorne gepasst. Aber der Abwehrspieler steht auch goldrichtig. Und genau in den Lauf. Gegen diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den Strafraum hineinspielen kann wie er.
Ja, das geht immer hin und her hier. Jetzt wieder in die andere Richtung nach der Balleroberung. Und so kann er nicht in den Mann gehen. Da hat er Glück gehabt, dass es nur Freistoß gibt und nicht noch eine Verwarnung obendrauf. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? Gut per Kopf weitergeleitet. Das müsste jetzt die Möglichkeit sein. Schön weitergeleitet. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Da sieht er die Lücke. Na, daraus ergibt sich nur ein Einwurf. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Flankt er jetzt. Ja, wird aus dieser Gelegenheit nicht herrlich platziert. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Das ist der Ausgleich und jetzt ist alles wieder offen. Wunderschönes Zuspiel. Und ganz sicher das Zuspiel. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Dafür müsst ihr jetzt gelb sehen und das passiert auch so. Gelbe Karte nach dieser Rügen-Attacke, gut gesehen vom Unparteiischen. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der... Ja, da sagt der Torwart Dankeschön bei dieser Hereingabe. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Und ich sehe gerade, hier müssen noch 4 Minuten nachgespielt werden. Also wie der sich den Ball da zurückholt. Respekt. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Ah, der kommt da zu spät in den Zweikampf. Schlechtes Timing. Es gibt Freistoß. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. So, und der Kopfball nach vorne bringt jetzt einen neuen Schwung. Ja, da hat er den Braten gerochen. Ja, da geht er auf Nummer sicher. Das ist auch richtig so. Durch dieses Unentschieden haben sie ihre Chancen auf ein Weiterkommen gewahrt. Und jetzt heißt es, die nächsten Gruppenspiele abzuwarten. Wir sind alle gespannt. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.